das versuche ich jetzt mal kurz zusammenzufassen. Die meisten von Ihnen haben es, glaube ich, sowieso verstanden. Also als sie das erste Cover gesehen hat, ist sie in Tränen ausgebrochen. Dann hat sie gesagt, das könnt ihr nicht mit meinem Buch machen. Und dann gab es auch eine Veränderung. Beim zweiten Cover mit dem ist sie nicht so ganz glücklich, aber da hat man nicht mehr auf sie gehört, obwohl sie geweint hat. Und mit dem dritten ist sie sehr zufrieden. Und dieses Band, was man hier sieht, dieses rote Band, symbolisiert natürlich Bellas Versuch, mit ihrem eigenen Leben im Grunde genommen einen Schnitt zu machen. Und das geht eben nicht. Das geht eben noch nicht in diesem dritten Band, wie man sieht, weil die beiden Enden immer noch miteinander verbinden. Another question is, the Twilight Saga seems to be a book for girls. Did you read it with your sons? Yes, I've read all three to my sons. I've also read my adult novel, The Host, that comes out in May in the US to them. And I started book 4, and then my oldest son is 10, and he has started to notice that girls are pretty. And I started to get really paranoid that some pretty 10-year-old girl in his class would come up and say, "Gabe, would you please tell me what happens in book 4? And I got all nervous about it and said, I'll read it to you when it's out. Also Sie haben es gehört, sie hat es mit ihrem ältesten Sohn auf jeden Fall gelesen, der ist 10, und auch den 4. Band, der wird, das war auch übrigens eine Frage, Breaking Dawn, wird im August 2008 erscheinen, im Frühjahr, voraussichtlich im Frühjahr 2009, bei uns dann auf Deutsch. Und now it's gotten the rest. No, I said nearly. It's not just for girls, that's the bottom line. Dass man die Situation ausnutzen kann, wenn dann mal ein nettes Mädchen kommt und sagt, bitte erzähl mir doch, was im Band 4 passiert. Ja, das ist natürlich wichtig. There will be another book, another novel, which is called Midnight Sun. And Midnight Sun will be another version of Twilight. Is it right what I'm saying? And it is the look from it's Edward's view on the situation. And you're still writing on it, right? Midnight Sun is almost halfway done. I had to set it aside while I finished book 4. And I was surprised at how many people wanted Midnight Sun first, because you already know the ending of Midnight Sun, and you don't know the ending of Breaking Dawn, but it will be my next project that I work on. Ja, also sie wird da als nächstes dran arbeiten. Sie ist überrascht, dass so viele Leute fast fordern, dass man zuerst Edwards Perspektive, also die Midnight Sun, lesen Warum wohl? kann, weil man ja das Ende schon kennt im Grunde, aber Band 4 bringt ja noch mal viel Spannung. Ja. Jetzt muss ich mal gerade mich hier durchwurschteln durch die Fragen. Aber vielleicht gibt es ja, jetzt haben wir wieder ein bisschen weniger Licht als vorhin, habe ich gemeint. Vielleicht gibt es ja auch schon Fragen aus dem Publikum, die ich gerne dazwischen schiebe. Hier vorne meldet sich jemand. Okay. Hi. So I've got 2 questions, and the first question is, you know, Edward's always doubting whether he still got his soul, and I don't know why he's doubting that, because obviously he loves Bella, and there's a lot of love between vampires if you look at the other vampire couples in the book, and I don't really understand why he's doubting that he's got a soul. Please don't tell me you can answer the questions because it's in Breaking Dawn. No, I can answer that one. The question really is, what makes a soul? I mean, we see people walking around that do horrible things in this world, and you have to wonder, do they have a soul, and if so, what state is it in? Edward and Carlisle both have different opinions, as do the rest of them, but how can they know until their second life was to end what the definition of a soul is and what their eternal reward, so to speak, will be? Edward looks at this as, I have had to trade something for immortality and all these superpowers. And he doesn't make sense to him. He has a second life, so why would he get anything more? To him, it's just not logical. And to Carlisle, he thinks, if I'm able to choose to be better, then there must be something in me. Bella looks at Edward and says, how could someone so wonderful not have a soul? So it all comes down to your definition, and until, you know, heaven forbid, Edward were to die, there's no way for him to know the answer to that. And I think a real person in that situation would have exactly the same doubts.
Okay, you have another one. Well, let her translate and then. Oh, yes, that is a little bit difficult. Also es ging jetzt um die... könntest du vielleicht deine Frage noch mal kurz auf Deutsch sagen? Ja, also ich habe gefragt, weil Edward sich ja immer fragt, ob er überhaupt noch eine Seele hat. Und er liebt ja Bella und ich frage mich, warum er sich das überhaupt fragt, weil für mich hängt es schon irgendwie damit zusammen, dass man eine Seele hat, dass man auch jemanden lieben kann. Aha, okay. Und ja, jetzt, das ist wirklich schwierig für mich jetzt kurz zusammenzufassen. Also Edward, I know I have to talk to her. Ja, noch geht's. Also für Wenn nicht, gebe ich weiter. Er hat ja quasi sein zweites Leben, er hat ja seine Unsterblichkeit erreicht und für ihn macht es Sinn, eben ohne Seele zu leben. Also das ist mal in einer ganz kurzen Fassung als Antwort. But you have a second question. Yes, and my second question is because Bella is reading a lot of books and she's reading Wuthering Heights a lot. And I was wondering if you think that Bella and Edward are more like Heathcliff and Catherine, or rather like couples from Pride and Prejudice, or Romeo and Juliet, I think it's in English. And I also wanted to know if you've ever read North and South by Elizabeth Gaskell, because that's one of my favorite novels. Oh, this is a lot for me, what she's talking about now. Also, Bella liest ja in der Geschichte vom Brontë, den Roman, und sie möchte jetzt wissen, ob sie sich mehr an diesem Roman orientiert oder mehr an den Shakespeare-Figuren Romeo und Julia. Is it right what I said? And what was your favorite book? What was your favorite book? Also ich wollte eigentlich wissen, ob sie jetzt denkt, dass... Eigentlich wollte ich wissen, weil Bella ja sehr viel liest und sie liest ja immer, oh Gott, wie heißt es jetzt auf Deutsch, stürmische Höhen oder so und auch Stolz und Anführ und Stolz und Vorteil auch. Und ich habe die Bücher halt eben auch beide gelesen und es würde mich halt interessieren, wo Stephanie jetzt denkt, welches von den Paaren am ehesten mit Bella und Edward zu vergleichen wäre, und ich wollte halt noch wissen, ob sie ein anderes Buch gelesen hat. Das heißt North and South von Elizabeth Gaskell.